die richtige Richtung nach oben. Und die verlieren, die müssen sich dann schon wieder nach unten orientieren. Also ich freue mich auf diese 90. Super gemacht. Ja, Fehlpass. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Warum um alles in der Welt gibt es für ein derart brutales Foul keine Karte? Gut gemacht vom Keeper. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. So, jetzt wird's gefährlich. Riesenmöglichkeit. Oh, Fehler. Und ab geht die Post, das gibt eine Chance. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Und schon gibt's Eckball. Und so sieht eine sichere Faustabwehr eines Torhüters aus. Klasse und das über diese Entfernung. Klasse, wie er den spielt. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben, Freistoß. Ja, der Schuss geht genau in die Mauer. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Ja, das sieht gut aus. Versucht aus der Distanz. An die Latte und da ist noch alles drin. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Und jetzt drängen sie nach vorne. Und super, wie er diesen Ball noch rausholt. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. So eine Gelegenheit. Oh, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Ja, da war noch ein Verteidiger dran, deswegen Eckball. Ja, klasse, die Faustabwehr des Torwarts, genau richtig. Und das nennt man diszipliniertes Abwehrverhalten. So, jetzt hat er Platz. So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. Oh, den Ball kann er nicht festhalten. Und jetzt versteht man hier sein eigenes Wort nicht mehr. Die Fans sind außer Rand und Band über dieses Tor. Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Das hat er gut gemacht mit dem Kopfball. So wollen wir das sehen. Ja, das ist
ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Und Achtung, jetzt könnte es passen. Klasse Körpereinsatz von ihm und ganz fair. Und mit dem Kopf bereinigt er die Situation. Ja, das ist ein ganz enges Spiel, ja. Gleich ist die erste Hälfte schon vorbei. Nee, also bei dem Keeper muss man sagen, heute Abend unbezwingbar. Mensch, ist der Torhüter heute gut drauf, hat schon so viele Chancen vereitelt. Also die Führung ist bis jetzt nur ihm zu verdanken. Der Halbzeitstand hier 1:0. Was für eine erste Halbzeit. Beide Mannschaften haben sich hier einige großartige Torchancen erarbeitet. Aber bis jetzt ist nicht viel Zählbares dabei herausgekommen. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Guter Pass mit viel Übersicht gespielt. Da machen wir es kurz, einfach nicht zu überwinden, diese Abwehr. Ja, so gibt es überhaupt kein Durchkommen für den gegnerischen Angreifer. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zurückerkämpft. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Er konnte flanken. Oh, das hat er gut gemacht und jetzt müssen wir ihn aufpassen. Da sieht er die Lücke. Hochkonzentriert, wie der Abwehrspieler da in den Zweikampf geht. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik, jetzt hat er den Platz. Los, schieß, Junge! Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. Die Abwehrarbeit ohne Fehl und Tadel. Klasse, er läuft hier über den halben Platz, ohne den Ball zu verlieren. Und ab geht's in die andere Richtung. Ja, da steht er völlig frei. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Und er geht über die Linie. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Ja, jetzt stellt sich die Frage, macht der hier
noch eins. Das war schon sein zweiter Treffer. Ein perfekter weiter Ball. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Worauf wartet er eigentlich noch? Könnte jetzt flanken. Oh, warum geht der denn da so rein? Das muss Freistoß geben. Und jetzt haben sie so viele gute Spezialisten im Team. Die können alle prima Freistöße schießen. Vielleicht fällt daraus ein Tor. Ja, weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Und er köpft hier den Ball nach vorne. Kopfball, aber den Ball hat er nicht. Also wenn sie diesen Torhüter heute überwinden wollen, müssen sie sich was einfallen lassen. Und so sieht beim Tackling perfektes Timing aus. Ein böses Foul, das müsste Freistoß geben. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Oh, da haben sie Glück gehabt, der Ball geht an die Latte. Schön nach vorne geköpft. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Und der hat einen guten Distanzschuss. Und der Ball ist drin. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Ja, so ist das. Der Trainer hat alles richtig gemacht. Schöner langer Ball. Also wenn Sie mich fragen, den hätte ich auch gehalten. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Und solche Schüsse kannst du dir als Torwart nur wünschen. Also das zeigt ja, hier ist noch alles drin, ist noch alles möglich. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Schöner Kopfball. Ganz souverän. Schuss aus der Distanz. Oh, Tor! Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Also so langsam müssen sie es aber gemerkt haben, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat ja schon zweimal getroffen. So, Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Und bei beiden hat es zweimal geklingelt. Endstand logischerweise 2:2. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert. Und wir bedanken uns beide. Das ist auch noch Tom Bayer für Ihre Aufmerksamkeit daheim.